Schöne Bonjour haut echten Advent. Wir spüren et jidderen, dir leef Kamerad schon heinst du, dir Junker, bestimmt a mir a Wulzner op alle Fall. Zeiten ändern. Vieles as ernst ging, a vieles as weiter am Gang zu changieren. Alles dat wirkt sich auch op unseren Alltag, ob uns persönlich Leben aus, genau wie ob Gesellschaft und sogar ob Kirche. Wir müssen mit Situationen eins gehen, die wir uns für nicht allzu langer Zeit überhaupt gar nicht vorstellen konnten. Anelo sind sie da. Hier und da kann den nach Balgeckisch gehen, an den Norden verlieren. Mehr wie ein Kehr geh auch ich am liebsten den Kopf an den Sand stierchen, am Herd rufen, lost mal doch mein Ruhe. Die Herausforderungen sind da. Wie du mit da umgehen? Geckisch gehen, Vogel-Strauß-Politik, und nach Schustwelle sind hohen, das sind leider keine Lesungen. Was soll man da machen? Haut, wo man den Weg auf Christtag aufhängen, hören wir am Gottesdienst aber keine Leifgeschichten aus der Bibel, die etwas mit einem Kommen von einem herzhaft Leben Könchen zu dienen. Mir wieder vom Jesus, die der Matthäus überliefert, just ihr da geschwind sein Passionsbericht, sein Bericht über die Leide von Jesus kommt. Wieder von Jesus über Zeiten die anderen, über massiv Changementer. Und der erleben wir ja auch zur Zeit. Botschaft vom Evangelium, die frohe Nachricht, wenn ich das Evangelium übersetzen, für all das massiv Changementer, für alles das, wo man nicht wissen, wie, wo, was kommen wird, aber wo wir auch das nicht wissen werden. Seid also wachsam. An ein paar Zeilen drinnen. Darum haltet euch bereit. Also nix. Kabber an den Sand, erritscht mal den Bockel auf. Mehr, passt auf, sieht pratt, und los dich nicht geckig machen. In der Umständen hatten viel die letzte Zeit vergiss. An der Lohn, a Bankier geht vielen mehr bewusst an, es entsteht Panik. Und die Welt, sie wo ja auch lang, ob man's Heide, wo wir wohnen, so schön an uns Leben flott, dass die noch der Gedanke verdrängen kommt. Das wird man heu hun, das wird man heu erleben, das Welt, sie werden vergehen. Darunter würde ich nicht müssen denken. Ja, und kann die sogar vielleicht auch so, aber wenn es dann rüber ist, merci, es war schön, ciao, und es wird vorret. Vieles, was zur Zeit las als weist uns, ewig kann es nicht weitergehen. Und Bibeltexte von diesem Sonntag feiern das Erfahrung weiter. Ewig werdet auch nicht so viel gehen. Den Herbert feiert alles zu einem Guten an, zu seiner Vollendung, zur Erfüllung. Am Ende der Tage wird es geschehen, so uns echt Lesung aus dem 2. Kapitel ganz am Anfang vom Buch Jesaja. Denn von den Zeiten,
so den Prophet aus dem Alten Testament, wird nicht die große Katastrophe sein. Alle vielleicht die große Katastrophe, die kriegen Menschen doch schon allein an diesen Zeiten ganz gut selber hin. Du brauchst man nicht auf den Herrgott zu warten. Wie wenn der Mensch sich für Herrgott hält, da geschieht es von selber. Dann von den Zeiten, so der Jesaja, das wird Gemeinschaft von alle beim Herrgott, es wird durch Gott Recht auf Frieden für jede sein. Aber wie schön wäre es, wenn das doch auch lokal schon geschehen, wenn man das keinen Heim erleben. Aber wie schön wäre es, wenn Menschen, wie die Jesaja es schreibt, erlos uns nicht mehr für den Krieg lehren müssten. Nicht scheinbar als ja echt der Konträr der Fall. Aber wie flott wäre es, für den Jesaja sein Bild abzugreifen, von Schwerter zu Plauen, Glanzen zu Winzermesser, an Haut doch wie modern von Panzeren zu Traktoren transformiert geben. Ja, wie schön wäre das? Es schenkt aber just ein Dram, ein Wunschvorstellung, eine Utopie zu sein. Etwas, was wohl nicht Wirklichkeit gibt. Oder vielleicht recht eben später. Manche Philosophen und Religionskritiker so ja auch, ja, Religionen, der christliche Glauben, das ist Jenseitsverträchtung. Es wird ein Kehr mich spät an einer anderen Dimension besser gehen. Aber hallo, wenn wir uns die Welt gucken, so wie sie ist, du dietet doch gut, auch mal den Trost zu haben und ein besseres Jenseits zu denken, mir weit zu gucken, eine Hoffnung zu haben, die über das rausgeht, was wir gerade erleben. Ja, und trotzdem, unsere Religion und der christliche Glauben, sie sind nicht nimmer eine Jenseitsverträchtung. Sie rufen uns ab, eben nicht den Kap an den Sand zu stechen oder irgendwie an den Wolken zu holen, aber doch nach gut noch Weihrauch duft, mehr waagrecht zu bleiben, bereit zu sein, für uns Verantwortung für eine bessere und friedliche Welt eine Lösung zu holen. An eine bessere und eine friedliche Welt, ich will nicht schon so dachte, so dass ich wiederhole nicht. Sie ist ob man's unmöglich, wo wir sind, wenn wir draus schaffen. Und da kriegen wir dann noch für diesen echten Advent ein paar wieder von Paulus mit, den und die jungchristliche Gemeinschaft zu Rom gerichtet hat. Darum lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns ehrenhaft leben, ohne maßloses Essen und Trinken, ohne Unzucht und Ausschweifung, vielmehr zieht den Herrn Jesus Christus an. Wie wird, wenn wir am Advent uns das wieder von Paulus besonders zu Herzen holen geben? Ich meine, da kann es auch für jeden ein gut Christ gehen, wenn wir schon Christus unzählen. Ja, da kann uns christliche Hoffnung, ob das gut, ob das jenseits auch schon am Heim wirklich gehen. Zeiten, sie ändern. Und ewig
kann es nicht mehr so weitergehen. Bei allem leif Leid, los mal uns davon nicht geckig machen, los mal uns nicht den Kopf an den Sand stechen, wir sind mal brett, sind wir wachsam und holen wir uns Verantwortung echt. Und für unsere Weg an der Verantwortung, für den Weg, die 4 Wochen auf Christtag hin, für jeden dem Herrgott sei Segen, der Segen vom Pap, vom Jung und vom Heiligen Geist,